Warum zeige ich euch das Filmchen hier, wenn es darum geht, im Beten erhört werden? Das war letzte Woche, diese Aufnahmen, die habe ich gemacht. Ich war ein paar Tage bei einem Freund, dem Elpler hier, und habe dort Zeit mit ihm verbracht, auf dieser Alp. Er hat Rinder, aber er hat auch Geißen dabei. Und er lässt die Geißen jeweils immer frei laufen. Und am Abend muss er diese suchen. Und das Gebiet ist doch etwas steil hier, seht ihr, auch felsig und so. Das ist nicht immer so einfach, denn die Alp ist relativ groß. Man läuft doch einige Zeit, bis man da vom einen Eck zum anderen Eck kommt. Und so war es, wir gingen auf die Suche, um 5 zogen wir los, 5 Uhr abends. Und da haben wir diese Geißen nicht gefunden. Hey, da läufst du auf dieser Alp. Ich als Bürogummi sowieso, schwitze und mag. Irgendwann denke ich auf die Uhr, es ist schon 6 Uhr und wir haben die immer noch nicht gefunden. Wurde langsam ungeduldig, die Füße machten langsam weh. Und da habe ich gebetet innerlich für mich und gesagt, Herr, zeig uns doch diese Geißen, dass wir das finden, dass die auch rechtzeitig in den Stall kommen, dass man sie melken kann und so weiter. Und dann ging es weiter. Wir haben gesucht und tatsächlich haben wir sie dann irgendwo in einem Felsen oben gefunden. Und dann habe ich gesagt, Gott sei Dank. Eine Gebetserhörung. So schön. Und war interessant, der Elpler hier, er ist auch mit Gott unterwegs, noch nicht so lange. Und er hat mir dann im Nachhinein noch eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, Ramon, was du gesagt hast, Gott sei Dank, das hat mich berührt. Da habe ich gemerkt, das kommt aus tiefstem Herzen. Ja, das hat er irgendwie auch so mitbekommen. Haben wir gesagt, ja, ich habe auch gebetet, damit wir die Geißen wieder finden. Und er war sehr erleichtert, dass wir sie gefunden haben. Genau, da ging es dann nachher weiter, steil hinunter, da unten ist irgendwo die Alp. Genau. Das war so eine Gebetserhörung, die ich gerade letzte Woche erlebt habe. Ich finde das etwas Schönes. Es gibt ja ganz viele tolle Geschichten auch in der Bibel, wo wir sehen, wie Gott Gebete erhört. Und ihr seid jetzt in dieser Serie, die endet ja gleich, den Gott der Liebe kennen. Und das hat auch mit dem zu tun, mit Gebet. Denn Beten ist nichts anderes als mit Gott sprechen. Eigentlich etwas Natürliches, dass wir mit Menschen sprechen und mit Leuten sprechen, die wir gerne haben. Und so ist es auch mit Gott, dass wir mit ihm sprechen, kommunizieren können. Er spricht mit uns durch sein Wort und wir können mit ihm sprechen. Es wäre ja komisch, wenn ich plötzlich mit meiner Frau nicht mehr sprechen würde. Und wir wohnen im gleichen Haushalt und würden einfach aneinander vorbeiziehen. Das käme, glaube ich, nicht so gut. Und darum zu einer Beziehung, zu einer Liebesbeziehung auch, gehört Kommunikation, Gespräch mit Gott. Und ich glaube, das Gebet ist darum auch etwas ganz Besonderes, dass wir mit dem Schöpfer von Himmel und Erde sprechen können. Etwas Unglaubliches. Und es gibt viele Geschichten, wie ich schon gesagt habe, in der Bibel, auch christliche Literatur, wo es um Gebete geht, um Gebetserhörungen, da gibt es ganz, ganz vieles. Da gibt es aber auch etwas, was wir vielleicht auch kennen. Ich habe gebetet, aber es ist nichts passiert. Auch das gibt es. Und interessanterweise, und da finde ich auch immer so cool an der Bibel, sie ist einfach realistisch. Auch die Bibel beschreibt, zumindest hier eine Situation, die ich euch zeigen möchte, wo Gebet nicht erhört wurde. Im 2. Korinther 12, 6-9, da spricht Paulus davon, dass er mehrfach schon dafür gebetet hat, dass er gesund wurde von irgendeinem Leiden. Wir wissen leider nicht genau, was für ein Leiden das er hatte, aber er hat gesagt, ich habe schon x-mal dafür gebetet und Gott nimmt es einfach nicht weg. Und er sagt dann auch, warum? Gott sagt hier, er will dem Paulus etwas lernen. Er soll sich an dieser Gnade, die Gott uns schenkt, genügen. Er sagt auch, dass er nicht hochmütig wird, das hilft ihm auch scheinbar, dass er da nicht übermütig wird, dieses Leiden. Wir sehen also, Gott kann Dinge erfüllen oder eben auch nicht. Beides kommt auch in der Bibel vor und hat seinen Grund. Wir werden heute dem ein bisschen auf die Spur gehen, weil der 1. Johannesbrief in Kapitel 5 auch davon spricht. Wir werden sehen, wie wir in der Liebe Gottes beten dürfen und was es braucht, damit ein Gebet erhört wird. Und ich lade euch ein, zuzuhören oder mitzulesen in 1. Johannes 5, ab Vers 13 bis und mit 21.
Ich weiß, dass ihr an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Es ist, als hätten wir es schon erhalten. Wenn jemand von euch merkt, dass ein anderer Christ eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll er für ihn beten. Dann wird Gott diesem Menschen das Leben schenken. Das gilt aber nicht für die Sünde, die den Tod zur Folge hat. Wenn jemand diese Schuld auf sich lädt, sollt ihr nicht für ihn beten. Natürlich ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt in den Tod. Wir wissen, wer ein Kind Gottes ist, der sündigt nicht, weil der Sohn Gottes ihn bewahrt. Darum kann der Teufel ihm nichts anhaben. Wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. Und wir wissen, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Darum, meine Kinder, hütet euch davor, anderen Göttern nachzulaufen. Und so endet der 1. Johannesbrief und so endet auch die Serie zum 1. Johannesbrief, logisch mit dem Ende. Wir kommen noch zu diesem spannenden Ende. Wir möchten uns zuerst damit beschäftigen, was ist die Grundlage für dieses Gebet, das erhört wird. Ich habe hier 4 Punkte mitgebracht für euch. Ich mache den zweiten etwas länger, die anderen sind etwas kürzer. Das erste ist der Kontext, die Gewissheit und das Vertrauen, das wir haben dürfen. Schaut, hier heißt es in Vers 13, ich weiß, dass ihr an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt. Und das weiß er, weil er an diese Leute beschreibt und vorher auch das alles ausführlich erklärt, was das bedeutet. Ihr habt schon so viel von dem gehört in den anderen Predigten. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben, hat unsere Schuld getragen. Und schaut, das ist genau das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte. Dass wir in dieser lebendigen Beziehung stehen können mit Gott, dass wir uns als Kind Gottes nennen können, brauchen wir diesen Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Die Sünde, die wir tun, die Fehler, die Dinge, die wir machen, die gegen den Willen Gottes sind, die sind wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Sünde trennt, das kennen wir von zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn du jemanden angelogen hast, etwas gestohlen hast, etwas Unrechtes getan hast, dann willst du diesen Menschen nicht mehr begegnen, so schnell. Vielleicht kennt ihr das. Die Kinder zum Beispiel sind auch so etwas. Da suchst du sie und da sind sie versteckt, ganz weit irgendwo im Zimmer. Fragst du, wieso bist du da? Was ist los? Und dann erfährst du dann mit der Zeit, warum sie sich verstecken. Sie schämen sich für das, was sie getan haben. Man geht auf Distanz, wenn Sünde da ist. Und so ist es auch bei uns Menschen und Gott in dieser Beziehung. Sünde trennt uns von ihm. So beschreibt er es in der Bibel. Und darum ist es entscheidend, dass diese Mauer, diese Sünde, die uns trennt von Gott, geöffnet wird, abgebaut wird, zerstört wird, damit wir wieder Zugang haben zu diesem Vater im Himmel. Und genau das hat Jesus Christus gemacht. Er hat diese Sünde, die zwischen mir und Gott steht, auf sich genommen, hat das Lösegeld bezahlt und so können wir wieder Zutritt haben zum himmlischen Vater. Ich finde das sehr eindrücklich. Wir haben ja noch nicht allzu lange Karfreitag gefeiert. Und da, wo Jesus am Kreuz stirbt, da geschieht das Besondere, dass im Tempel, im jüdischen Tempel damals, wo das Heiligtum ist und das Allerheiligste, das getrennt ist von einem Vorhang, wo die Menschen keinen Zutritt hatten zu diesem Allerheiligsten. Dieser Vorhang ist verrissen von oben nach unten.
als Zeichen, jetzt ist der Zugang geschaffen zum Vater, zu Gott, für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Und so auch für uns. Und darum stellt er das hier auch noch einmal am Anfang hin. Wenn du an Jesus Christus glaubst, an den Sohn Gottes, der für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist, du diese Vergebung annimmst, dann darfst du Freiheit erleben in deinem Leben. Darfst du diesen Zugang zu Gott haben, diesen direkten Zugang zum himmlischen Vater, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und du darfst das ewige Leben haben bei ihm, mit ihm zusammen. Das ist das Besondere, das was Gott schenkt in Jesus Christus. Dieser Zugang, und das ist ein Vertrauen, das wir haben dürfen. Auf dieses Vertrauen dürfen wir bauen. Und ich finde es so schön, dass hier auch dieses Bild des himmlischen Vaters sichtbar wird. Wir dürfen durch Jesus Christus zu dem Vater kommen. Zu einem liebenden Vater, einem gerechten Vater, einem gnädigen und barmherzigen Vater. So dürfen wir wissen, dass wir gerettet sind und als Gerettete durchs Leben gehen können. Stell dir vor, du bist gerettet. Nichts mehr kann dich trennen von diesem Gott. Auf diesem Vertrauen baut das nun auf. Du darfst als geliebtes Kind mit kindlichem Vertrauen beten, zu diesem Vater kommen und zu ihm sprechen. Das ist so diese Grundlage, die hier noch einmal deutlich wird, die Johannes hier noch einmal beschreibt. Dieser liebende Gott ist da. Und er ist mit offenen Armen da und sagt, komm zu mir. Wir wollen gemeinsam Kaffeekränzchen halten, miteinander sprechen, austauschen. Ich bin da. Wunderbar, diese Aussage. Und jetzt gehen wir weiter, und zwar die Verse 14 und 15. Und das möchte ich heute etwas vertieft anschauen. Keine Angst, wenn dieser Punkt etwas länger geht. Es geht nicht jeder so lange. He? Also, wenn du auf die Uhr schaust, keine Angst. Es geht nachher schneller weiter. Es gibt ja immer so diejenigen, die dann Angst haben. Sie verpassen das zum Mittag. Also, Vers 14 und 15. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Es ist, als hätten wir es schon erhalten. Es sind aus meiner Sicht 3 starke Aussagen drin. Gott hört uns. Er wird uns Dinge auch geben, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und wir haben das Erbetene schon jetzt zugesagt. Gebetserhörungen, wir haben es schon gesehen, gehören dazu, haben wir vielleicht auch schon selbst erlebt. Aber es gibt auch Gründe, die man nicht verstehen vielleicht kann, aber trotzdem da sind, dass Gebete eben auch nicht erhört werden. Und wir wollen zuerst schauen, was hat es auf sich mit dem Nicht-Erhören von Gebeten. Ich habe schon gesagt, Paulus musste das lernen. Er hatte das erlebt, dass auch Gebete nicht erhört wurden. Aber er hat gemerkt, dass darin auch ein Segen liegt, dass Gott mit ihm auch einen Weg geht, gerade in dieser Zeit drin. Dass er Geduld lernen muss, dass er sich auf Gott verlassen muss, dass er sich an seiner Gnade genügen lassen muss. Paulus, so wissen wir es, oder wir wissen nicht, dass er geheilt wurde, sondern wir gehen davon aus, dass er bis zum Ende seines Lebens dieses Leiden hatte. Bei anderen lesen wir in der Bibel, dass dann auch tatsächlich die Gebetserhörung kam, aber erst nach einer langen Zeit, zum Beispiel bei Isaak. Der hat mit seiner Hochzeit mit Rebekka etwa 20 Jahre lang darum gebeten, dass er ein Kind bekommt. Und dann erst wurde sie schwanger, die Rebekka. Also er musste auch lernen, zu hoffen, zu warten, Gott zu vertrauen, dass er es gut macht. Dann gibt es aber auch menschliche Bitten, die Gott überhaupt nicht erfüllt. Manchmal denke ich schon, die Welt ist schon verrückt, oder? Da gibt es zum Beispiel Kriege, gab es auch in der Vergangenheit, hier in der Schweiz. Da haben Christen gegen Christen gekämpft und auf beiden Seiten wurde gebetet. Herr, schenke uns den Sieg, oder? Aber es wurde nur einer, konnte siegen, oder? Oder da ist ein Gartenbesitzer, der bittet um Regen für seine vertrockneten Pflanzen. Doch der andere Gartenbesitzer betet um Sonnenschein.
weil er eine Grillparty vorhat. Beide beten. Oder bei den Fußballfans. Gibt es hier Fußballfans? Hand hoch, wer ist Fußballfan? So halb ein bisschen, ja, genau. Ich bin erst seit ein paar Jahren Fußballfan geworden. Ich sage jetzt nicht von welchem Verein, sonst hört ihr mir nicht mehr zu. Oder Fußballfans, auch so etwas. Da betet man, oder? Für die eigene Mannschaft. Ja, Gott schenkt doch diesen jetzt den Sieg. Und die anderen beten auch vielleicht. Ja, ihr seht das Dilemma von Gott. Ja, wer soll jetzt gewinnen? Ich meine, Gott muss nicht alle Gebete erhören. Aber er hat doch auch eine Verheißung hier gesagt, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten. Wie sollen wir das verstehen? Und ich meine, dass es jetzt entscheidend ist, dass wir hier noch einmal genau lesen, was da genau steht. Ich lese uns den Vers 14 noch einmal vor. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten. Achtung, was seinem Willen entspricht. Dieser kurze Nebensatz ist sehr wichtig, meine ich. Wir wollen dem auch ein bisschen Beachtung schenken. Auf diesen Zusatz nach seinem Willen, da ist der entscheidende Schlüssel drin. Jesus hat es sogar in seinem Vaterunser aufgenommen, das er uns als Vorbild gegeben hat. Dein Wille geschehe. Es ist also entscheidend, dass wir den Willen Gottes nicht außer Acht lassen, wenn wir beten. Denn Gott möchte Dinge schenken, die nach seinem Willen sind. Jesus selbst, und da finde ich immer wieder so interessant, Jesus selbst hat das auch gemacht. Denken wir daran, kurz bevor er gekreuzigt wurde, war er im Garten Gethsemane und hat gebetet. Und wie hat er gebetet? Nimm diesen Kelch, lass ihn an mir vorbeigehen und so weiter. Aber dein Wille geschehe. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Markus Evangelium 14, Vers 36. Wenn wir also möchten, dass uns Gott unsere Gebete erhört, dann müssen wir lernen, nach dem Willen Gottes zu beten. Wenn wir bloß irgendetwas erbitten, was unserem eigenen Willen entspricht, dann kann es passieren, dass tatsächlich Gott nicht diese Bitte erfüllt. Die biblische Verheißung der Gebetserhörung gehört dazu, dass wir unseren menschlichen Willen zurückstellen und den göttlichen Willen suchen. Geht nicht darum, dass wir unsere eigenen Willen dem himmlischen Vater diktieren und sagen, ich will das und das. Und dann macht er das. Das Gebet, das wissen wir, ist kein Wunschautomat. Und dennoch dürfen wir Gott bitten. Was heißt es also, nach dem Willen Gottes zu beten? Wie können wir denn den Willen Gottes erkennen? Was will Gott denn eigentlich? Was ist denn der Wille Gottes? Wo können wir ihn erfahren? Ich meine, Gott hat seinen Willen oder einen Teil seines Willens uns offenkundig gemacht. Durch Jesus Christus in seinem Wort können wir etwas erkennen von diesem Willen Gottes für uns Menschen, für unser Leben. Und so können wir natürlich dann auch beten, dein Wille geschehe. Es wäre ja unfair, wenn der Johannes uns jetzt sagt, ihr müsst nach dem Willen Gottes beten, aber wir wissen gar nicht, was der Wille Gottes ist. Wäre ja fies, oder? Darum hat Gott sich offenbart und das weiß ja der Johannes auch. Und er sagt, schaut, lest in der Bibel, lest das. Was ist der Wille Gottes? Wenn wir darin lesen, erkennen wir diesen Willen Gottes. Und ich möchte uns 3 Beispiele nennen, wo wir den Willen Gottes erkennen können. Eines von Gottes Willen ist uns bekannt im Schöpfungswillen. Der Schöpfer, Gott, hat uns Menschen geschaffen. Er will, dass wir leben, dass wir die Erde bebauen. Er hat uns als Mann und Frau geschaffen. Auch das ist sein Wille für unser Leben. Er hat uns Fähigkeiten geschenkt. Auch Fähigkeiten geschenkt, uns fortzupflanzen. Er hat uns ein Gewissen geschenkt, wo wir erkennen können, was gut und böse ist. Er hat uns seine Gebote gegeben, damit wir ein Leben nach seinem Willen, hier kommt der Wille Gottes wieder, führen können. Also Gott hat sich hier offenbart und uns vieles gesagt. Und es ist eine unglaublich starke Aussage, dass wir Gott, den Schöpfer, kennen und er sich uns offenbart hat, gesagt hat, was und wie wir leben sollen.
Hier sehen wir mal etwas. Er will, dass wir untereinander in Liebe leben, einander achten, einander Gutes tun, mit den Gaben dienen an Ort und Stelle, wo Gott uns hingestellt hat. So der Schöpfungswille für dich persönlich vielleicht auch. Wo hat Gott dich hingestellt, dass du ihm dienen kannst? Darin, in unserem Dienen, in unserem Leben, können wir Gott ehren und ihm danken. Ich meine, das ist, wenn wir die Bibel lesen, ein unmissverständlicher Wille Gottes, der hier zum Ausdruck kommt. Ist nicht so schwer zu verstehen, oder? Also wir erkennen hier etwas, was Gott für unser Leben will. Wenn wir also darum bitten und beten, dann können wir das im Kopf haben. Was will Gott? Er will, dass wir den guten Weg gehen, seiner Gebote, die sie in unserem Leben umsetzen. Und wenn wir dafür beten, dann beten wir nach seinem Willen. Ja, bei meinen Kindern ist es auch so, die haben auch nicht immer meinen Willen, oder? Die haben eigentlich ihren eigenen Willen. Ist auch gut so. Aber manchmal ist dieser Wille gegen meinen Wille. Und so ähnlich verhalten wir uns auch manchmal gegenüber Gott. Wir sind ein bisschen bockig, wenn wir schon bei den Geistern sind. So sind wir auch manchmal bockig und lehnen uns auf gegen diesen guten Schöpferwillen des himmlischen Vaters. Wir werden ungehorsam. Und so ist es auch der Wille von Gott, dass Gerechtigkeit herrscht in dieser Welt. Unser Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Und so heißt es, dass er auch Ungerechtigkeit bestrafen muss. Ich nenne das mal Gottes Strafwille. Er will, dass Gerechtigkeit herrscht. Ich kann das positiver formulieren. Er ist ein Gott, der Gerechtigkeit will. Und diese Gerechtigkeit auch durchsetzt. Das heißt, er bestraft Menschen, die nicht nach seinem Willen leben. 1. Mose 6, Vers 13 lesen wir, dass Gott sagt, siehe, ich will sie verderben, sagt er zu Menschen, die gegen Gottes Willen leben. Und das trifft auch uns, wenn wir Sünder sind, dass wir die gerechte Strafe bekommen eigentlich. Aber wir haben es schon gehört, wenn wir Jesus Christus glauben, so dürfen wir befreit werden von dieser Sünde und Frieden mit Gott wiederfinden. Diese Strafe, dass Gott Sünder straft, zieht sich durch wie ein roter Faden durch die Bibel. Auch das können wir erkennen. Von Anfang an bis zum Schluss ist auch ein Teil seines Willens. Das heißt auch, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass Gott hier auch straft manchmal. Und so bekennen wir unsere Sünden, wenn wir nach seinem Willen beten und geben zu, dass wir seine Zuwendung nicht verdient haben. Dass es Gnade ist, dass er sich uns erbarmt und uns gnädig ist. Wir sehen also, Gott ist ein gnädiger Gott, der gerecht handelt, aber der uns auch unglaublich fest liebt. Und da kommen wir zum dritten, dem Heilswillen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und darum hat er uns Jesus Christus gesandt in diese Welt, damit wir gerettet sind. Du und ich. Im Psalm 30, Vers 6 lesen wir, sein Zorn währt einen Augenblick, aber lebenslang seine Gnade. Gott möchte uns in Liebe begegnen. Ihr habt schon vieles davon gehört. Johannes, der Apostel, er schreibt immer wieder von dieser Liebe und sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Gerechtigkeit. Er möchte uns eigentlich erlösen und zu sich ziehen. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt Paulus, Gott will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darum soll das auch unser Gebet sein, dass wir nach Gottes Wille beten und bitten darum, dass Menschen zu dieser Erkenntnis kommen, dass sie Jesus Christus erkennen als Heiland, als ihren Retter und ihn annehmen in ihrem Leben. Wir sehen also, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so erhört er uns. Und wir haben 3 Beispiele gehört, wo der Wille Gottes offenbart wird. Dem Schöpfungswillen, dem Strafwillen und dem Heilswillen in Jesus Christus. Es geht also beim Beten nicht darum, dass wir unseren Willen bei Gott durchsetzen, sondern es geht darum, dass sich Gottes Wille bei uns durchsetzt, dass wir verstehen, wie denkt Gott, was will Gott und dass wir mit ihm gemeinsam beten. Wir haben es am Anfang in einem Lied gesungen. Und wenn ich kämpfe, dann auf den Knien. Das ist ja das Gebet gemeint.
Und Gebet ist manchmal Kampf, ein Ringen. Aber versteht ihr, dieser Kampf ist nicht ich gegen Gott, sondern das Beten soll ein Gebetskampf sein, ich und Gott gegen das Böse. Wir sollten im Gebet Verbündete sein und nicht Gegner. Gott aber und die Gläubigen sollen im Gebetskampf nicht Gegner, sondern Verbündete sein. Also wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so wird er uns erhören. Die Bibel bringt auch das Beispiel von einem Vater und einem Kind. Und dort wird beschrieben, das Bild, wenn ein Kind um Brot bittet, dann gibt der Vater ihm nicht eine Schlange, sondern er gibt ihm das Brot. Er ist ihm zugewandt, diesem Kind, und möchte ihm helfen. Und genauso ist auch der himmlische Vater zu uns, wenn wir zu ihm kommen. Er möchte uns helfen, er möchte mit uns unterwegs sein. Nach seinem Willen, so sagt es uns die Bibel. Wenn wir nach seinem Willen suchen und beten, wird er es uns schenken. Kommen wir mal einen Schritt weiter. War nicht so lange, oder, dieser Punkt? Verse 16 und 17. Wenn jemand von euch merkt, dass ein anderer Christ eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll er für ihn beten. Dann wird Gott diesem Menschen das Leben schenken. Das gilt aber nicht für die Sünde, die den Tod zur Folge hat. Wenn jemand diese Schuld auf sich lädt, sollt ihr nicht für ihn beten. Natürlich ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt in den Tod. Bleiben wir mal bei Vers 16. Wenn ein anderer Christ eine Sünde begeht. Tatsächlich können wir als Kinder Gottes auch wieder in diese alten Muster zurückfallen, auch wieder Sünde tun. Eine spannende Aussage. Denn es gibt einige, die behaupten, wenn du Christ bist, sündigst du nie mehr. Es gibt solche Theologen, die das sagen. Ich sage nein. Jetzt wird jemand vielleicht sagen, ja, aber Vers 18, da heißt es doch Folgendes. Wir wissen, wer ein Kind Gottes ist, der sündigt nicht, weil der Sohn Gottes ihn bewahrt. Tja, da steht es aber doch anders. Aber 2 Verse vorher, jetzt Vers 16, heißt es anders, dass ein Christ sündigt. Widerspricht sich hier die Bibel? Spannung. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, Vers 18 beschreibt hier ein Ziel. Wir wissen, wer ein Kind Gottes ist, der sündigt nicht, weil der Sohn Gottes ihn bewahrt. Wenn wir nach dem Willen Gottes leben, dann haben wir das, können wir das. Wir müssen nicht mehr sündigen, weil die Sünde nicht mehr über uns herrscht. Und trotzdem sind wir immer wieder geneigt, dieser Sünde aber Raum zu geben. Und dann kann es Vers 16 eben vorkommen, dass wir auch falsche Dinge wieder tun. Ich glaube, hier ist Vers 18 das Ziel beschrieben. Dahin will Gott uns verwandeln, dass wir immer mehr nach seinem Willen leben und darum auch immer weniger sündigen. Aber bis wir dort angekommen sind, und das werden wir wahrscheinlich nie in diesem Leben hier auf dieser Erde, kann es sein, dass wir wieder Sünde begehen. Und dann dürfen wir auch wieder um Vergebung bitten. Zu Gott kommen, wieder neu starten. Jetzt ist das hier, aber Vers 16, die Sicht von außen. Wenn jemand von euch merkt, auch ganz interessant, merken wir das, spüren wir das? Ja, hier ist das eigentlich ein Gefühl angesprochen. Sind wir miteinander als Gemeinde so unterwegs, dass wir das merken, dass der andere vielleicht doch irgendwo auf einen falschen Weg kommt? Ich mag uns ermutigen, da auch diese Sensoren auszufahren und zu spüren. Wenn wir merken, dass Menschen auf falsche Wege geraten, dass wir dann, was heißt es hier, für sie beten. Das ist der erste Schritt, dass wir für Menschen beten, wo wir merken, die kommen auf den falschen Weg. Wir sehen also hier, Gebet ist auch Dienst an anderen, ist nicht nur Gespräch mit Gott, sondern wir können vor Gott auch Fürbitte tun für andere Menschen. Kranke Menschen, Menschen, die Gott noch nicht kennen, aber besonders hier auch erwähnt für Menschen, die Christen sind, die auf einen falschen Weg geraten.
Wir sind aufgerufen, füreinander zu beten. Es ist Teil dieser Rettungsaktion von Gott. Er möchte ja, dass alle Menschen mit ihm leben, nach seinem Willen leben. Und hier können wir mit einsteigen, mittragen, einander tragen, geistlich unterwegs sein und einander helfen. Ihr kennt vielleicht Matthäus 18 dann, wo es auch konkrete Schritte gibt, wo wir vielleicht sehen, wenn Menschen falsche Dinge tun, dass wir das persönliche Gespräch suchen. Ja, also das ist sicher auch ein Schritt, aber beten ist hier auch ein Punkt, den wir tun dürfen für andere Menschen. Ich möchte dich fragen, konkret, vielleicht kommt dir jemand in den Sinn, wo du denkst, der ist vom Weg abgekommen, vielleicht auf einem falschen Weg unterwegs. Dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, bete für diesen Menschen, bete für ihn. Vielleicht gibt es Menschen, für die du schon gebetet hast einmal und du hast vielleicht aufgehört zu beten. Auch das kann sein. Also du denkst, das ist der hoffnungsloser Fall, hat sich nichts geändert. Bete weiter für ihn oder sie. Oder vielleicht kannst du so auch mal fragen, wo kann ich für jemanden beten, der vielleicht noch nicht mit Gott unterwegs ist oder auf einem falschen Weg. Gott kann durch dein Gebet handeln. Ich finde es interessant, in Jakobus 4, Vers 2 heißt es, ihr habt's nicht, weil ihr nicht darum bittet. Und ich möchte euch ermutigen, Gott fordert uns auf, ins Gespräch mit ihm zu kommen. Er möchte, dass wir miteinander unterwegs sind. Ich hoffe, ihr habt das auch gemerkt, dass im Johannesbrief, in diesem ersten, die Beziehung zu Gott sehr stark immer wieder betont wird. Und ich glaube, dass genau das Gebet dieses Beziehungsleben eben ausdrückt. Am Gebet können wir erkennen, wie ist diese Beziehung zu Gott. Sagst einfach mal, hallo. Und gehst weiter mit Gott. Oder ist das eine intensivere Beziehung, eine tiefere Beziehung, wo du vielleicht sagst, hallo Gott, ich habe Schwierigkeiten. Hilf mir, da und dort. Versteht ihr, da ist ein Unterschied von der Qualität, von der Beziehung. Wenn man nur schnell Hallo sagt oder wenn man wirklich auch dann ins Gespräch kommt und in die Tiefe, sich öffnet. Ich glaube, das Gebet ist hier auch ein Messer, ich sage jetzt mal ein Gradmesser für die Intensität dieser Beziehung zu Gott. Klar, da gibt es auch persönliche Unterschiede und so, die einen reden gerne mehr und so, das sieht man ja auch im Gebet auch, oder? Aber inhaltlich, was teile ich mit Gott? Was bin ich bereit, mich zu öffnen? Auch da ist das ein Ort von dieser Beziehung, die hier gestaltet wird im Gebet. Also wir haben gesehen, die Liebe zeigt sich auch in der Fürbitte. Ja, ihr habt gesagt, oder ihr habt diese Serie, den Gott der Liebe kennen. Gott liebt uns und wir dürfen ihn auch lieben. Er schenkt uns diese Liebe auch für andere Menschen. Und diese Liebe äußert sich, indem wir einander dienen, aber auch in der Fürbitte, konkret im Gebet für andere Menschen. Jetzt, das finde ich spannend, am Schluss haut hier der Johannes noch einmal so ein paar Dinge raus, wo er sagt, ich fasse das zusammen, schaut, wir wissen ein paar Dinge, die könnt ihr ganz sicher mitnehmen für euch. Ab Vers 18 sagt er mehrmals, ihr wisst und wir wissen, wir wissen. Also, was wissen wir denn alles? Vers 18 heißt es, wir wissen, wer ein Kind Gottes ist, der sündigt nicht, weil der Sohn Gottes ihn bewahrt. Darum kann der Teufel ihm nichts anhaben. Das ist das Erste, was wir wissen. Wir sind als Kind Gottes geschützt und bewahrt von Gottes Sohn. Der Teufel kann uns nichts anhaben. Steht hier so. Ich finde das eine unglaublich Bombenaussage. Das Böse hat keine Macht mehr über uns. Gott lässt gewisse Dinge zu, aber es geht alles an Gott vorbei. Nichts ist außerhalb von seiner Hand. Gott ist souverän, herrscht über alles und der Teufel hat keine Gewalt über uns als Christen. Was wir auch lesen hier, Vers 19, wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. Wir begegnen in dieser Welt dem Bösen, weil der Böse hier auf dieser Welt Macht hat.
Er hat Autorität hier auf dieser Welt. Das steht hier. Die ganze Welt um uns herum ist vom Teufel beherrscht. Und wir leben da mittendrin. Und ich habe mich manchmal schon gefragt, ich würde eigentlich lieber weg. Weil diese böse Welt ist einfach mühsam. Und dann lese ich manchmal, auch Johannes-Evangelium, Johannes 17, wo Jesus betet für seine Nachfolger. Und wisst ihr, was er da betet? Er sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst in dieser Welt drin. Und dann denke ich manchmal, Jesus, jetzt hast du vorhin gesagt, dass du dir wünschst, dass alle deine Nachfolger bei dir sind. Und jetzt sagst du, nein, die sollen da in dieser Welt bleiben. Das ist schon noch mühsam. Aber er hat uns einen Auftrag gegeben. Und das ist das, was mich hier auf dieser Erde noch hält. Dass wir Zeugen sind, Licht sind. Wie Gott Licht ist, habt ihr auch gehört, Johannesbrief. Licht in diese Welt hinein. Zeugen sind in diese böse Welt hinein, wo wir Frieden und Liebe hineinbringen dürfen. Versteht ihr, ihr seid Liebesboten in diese Welt. Licht für diese Welt, Salz für diese Welt. Es braucht uns in dieser Welt, weil diese Welt vom Teufel beherrscht wird und wir kämpfen in dieser Welt gegen diese geistliche Macht. Aber wir wissen, dass wir zu Gott gehören in Jesus Christus. Das war das Zweite, was wir wissen. Da kommt noch ein drittes, Vers 20. Und wir wissen, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen können, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Das ist das Dritte, was wir wissen. Der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, dass wir die Wahrheit kennenlernen. Und es ist so gut zu wissen, dass wir die Wahrheit haben hier, aufgeschrieben in der Bibel, wo wir der Wahrheit ins Auge schauen können und sie auf unser Leben anwenden, in unser Leben hineinsprechen können. Ja, Jesus, Gott selbst ist Mensch geworden und er schenkt uns das ewige Leben. 3 Dinge, die wir wissen sollen, etwas unglaublich Schönes. Gott stellt sich zu uns in dieser Welt. Und das dürfen wir wissen. Und mit diesem Wissen dürfen wir auch zuversichtlich beten, zu ihm kommen. Ich schließe mit dem letzten Vers hier. Der sagt hier, darum meine Kinder, hütet euch davor, anderen Göttern nachzulaufen. Punkt. Kein Amen, kein Nichts, einfach Punkt. So schließt der Johannes hier. Und man kann sich fragen, was ist das für ein Schluss? Schon ein bisschen komisch. Jetzt hat er von Liebe erzählt und so von Gebet und plötzlich am Schluss sagt er, aber jetzt lauft keinen anderen Göttern nach. Ich glaube, mit diesem überraschenden Schluss hat er das wie noch einmal auf den Punkt gebracht. Alles, was dir die Liebe Gottes ausreden will, alles, was dich vom Gebet fernhält, das sind Götzen. Und darum halte dich davon fern. Bleib bei Jesus. Bleib bei Gott. Denn da ist Frieden, da ist diese Liebe. Alles andere kann uns das nicht schenken, was Gott uns schenken kann. Vertraue nicht auf andere Sicherheiten, sondern auf den lebendigen Gott allein. Ich glaube, das ist ein guter Schluss, den er hier gemacht hat. Noch einmal aufs Wesentliche konzentriert. Ich möchte ein Fazit ziehen und euch einladen. Im Beten erhört werden heißt nicht, dass ich alles kriege, was ich will. Sondern es heißt, ich darf zu Gott kommen im Vertrauen. Im Vertrauen darauf, dass er es wohl macht, dass er alles in seinen Händen hat. Ich darf zu ihm kommen und um seinen Willen bitten, dass dieser Wille verherrlicht wird, dass dieser Wille umgesetzt wird in unserem Leben. Und ich darf daraus auch für andere eintreten, Fürbitte tun, gerade für Menschen vielleicht, die auf die falsche Bahn geraten. Und ich darf wissen, Gott hört uns und er erhört uns und handelt in Liebe. Auch wenn er mal etwas nicht uns schenkt, handelt er in Liebe. Schaut, wenn ich meinem Kind nach dem 20. Süßigkeiten-Ding nicht noch einmal etwas gebe, wenn sie mich fragt, dann hat das einen Grund. Weil zu viele Süßigkeiten sind nicht gut. Oder? Einverstanden? Ja, die einen sagen, nein, kann ich genug haben. Ne?
Also wenn Gott uns etwas zurückhält, hat das manchmal auch einen Sinn, dass er uns bewahren möchte vor irgendwelchen Dingen. Ich glaube, da müssen wir einfach Gott Vertrauen schenken. Ihm glauben, dass er es wohl macht und er weiß, was gut und gesund für uns ist. Ich möchte dich ermutigen, lerne diesen Gott der Liebe kennen. Und nicht nur kennenlernen, sondern tritt in eine Beziehung zu ihm. Sprich mit ihm. Jeden Tag neu. Wenn du aufstehst am Morgen, ist er schon da und sitzt am Bett und sagt Guten Morgen. Und am Abend, wenn du dich schlafen legst, sagt er, schlaf gut, ich bin noch ein bisschen wach und wache über dich. Ich finde es so schön, dass Gott da ist, dass wir mit ihm sprechen können, Tag für Tag. Ich möchte uns auch im Gebet das zusprechen und für euch bitten, dass ihr in dieser Liebe mit Gott leben dürft, dass ihr immer mehr erleben dürft, dass Gott auch euer Wesen verändert, dass ihr nach seinem Willen leben könnt und auch beten könnt. Ich bete. Herr himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist und uns fest liebst. Ja, wir sind deine Geschöpfe und Herr, wir haben uns abgewandt von dir als Menschen, sind in Schuld gefallen. Und ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist, dass du uns nicht aufgegeben hast, keinen von uns, und uns darum deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast, gesendet hast in diese Welt, um uns zu befreien von dieser Sündenmauer, die uns hindert, in die Beziehung zu dir zu kommen. Und ich danke dir, dass wir diese Vergebung annehmen dürfen, die du aus Gnade uns entgegensteckst. Ich danke dir, dass wir daraus leben dürfen und eine Beziehung aufbauen können zu dir. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns immer wieder neu einfach den Mut schenkst, die Kraft schenkst, in diese Beziehung zu investieren. Dass diese Beziehung zu dir immer tiefer wird, immer intensiver wird, immer intimer wird. Herr, wir danken dir, dass wir beten können. Dass wir wissen, dass das, was wir sagen, bei dir ankommt. Dem großen Schöpfer, dem allmächtigen Gott. Und dass wir dein Herz bewegen in dem, was wir sagen. Dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns verheißen hast, dass du auch handelst. Dass du nicht einfach zuhörst und sagst, ja, ja. Sondern dass du uns ernst nimmst in unserem Anliegen. Und ich danke dir, dass du uns deinen Willen offenbart hast in der Bibel. Wo wir erkennen können, was dir wichtig ist, was dein Wille ist. Und dass wir nach deinem Willen auch beten dürfen. Und du verheißen hast, dass du Dinge erfüllst. Jetzt, später, vielleicht erst in Zukunft. Herr, wir danken dir dafür, dass du zuverlässig bist, vertrauenswürdig. Und wir wollen dich bitten, dass du uns einfach immer wieder neu begeisterst und begleitest in unserem Leben. Dass wir Zeugen sind in dieser bösen Welt hier. Dass wir von deinem wunderbaren Evangelium erzählen können. Erzählen können, was wir mit dir erlebt haben. Gebetserhörungen und andere Dinge. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.